Habe die Ehre Leute, servus, grüßt euch beim Mirschkof nicht ohne. Da ich hier ein erfolgreicher YouTuber werden will, habe ich jetzt einmal geschaut, was die anderen YouTuber so machen, und da habe ich gesehen, die machen Kochvideos. Hey, Kochvideos! Und da ich auch recht gut kochen kann, macht man mir das heute auch, ein Kochvideo. Ja, was kocht man heute? Heute kocht man mal Italienisch. Aber, weil das ja so eine schwierige Zeit momentan ist, hat man gedacht, kocht man Italienisch mit Sachen, die du in so einem Notrationslager hast, gell? Weil normal kochen, das kann ja auch jeder. Und zwar haben wir heute da Spaghetti, Egler, ein Tomatenmark, versteht sich ja? Das ist besonders. Das macht man mit dem Büchsenfleisch und die üblichen Verdächtigen, gell? So, dann fangen wir mal an. Jetzt schalten wir mal eine Werfe da. Macht man mal das Büchsenfleisch da auf. Feines Büchsenfleisch da. Da schau her. So ein Scheißdreck da. Feiner. Jetzt brauche ich einen Spritz, sonst geht das nicht. Boah! Das riecht ja wie ein Katzenfutter. Glaubst? Boah. Fix. Boah. Boah. Okay. Keine Panik, da macht man schon was Gutes draus. Öl braucht man, ganz wichtig. Olivenöl, gell? Bei mir sind wir ja, heute sind wir italienisch. Da haben wir ein bisschen Lack rein. Mei, so viel Wasser. Hast du schon mal so viel Wasser gesehen? Gell? Habe ich mich heute für euch sauber rausputzt. Sogar mit einer sauberen Kochschürzen da. Also, wie macht man die Sauce mit einer Milch? Weil die hält sie lang. Gell? Weil in der Not haben wir halt immer Milch da. Da jetzt, da hauen wir das Fleisch rein. Ach, geh halt raus, da, du Bambu, du. Da schau ich. Oh mein, das ist so ein gutes Fleisch. Hast du schon mal sowas gesehen? Die Fix, wie kriege ich jetzt das klar? Scheiße! Geh weg, da. Na, hau doch ab, hey. Das ist so ein Viech. Der Scheißdreck wird einfach nicht klar, glaubst. Ja, irgendwie wird das da drinnen mehr Öl, als wir reingekippt haben. Wo kommt denn das her? Das gibt's ja nicht. Warum ist jetzt das so viel? Also, jeder guter Kochprofi, der weiß, dass man Öl in der Pfanne immer wieder abseiern muss. Was Fleisch soll ich mit? Ja, scheiße, das bringt's nicht raus. Ach, da macht man es mit Öl, ist doch wurscht. Jeder guter Kochprofi weiß, dass man es nicht immer abseiern muss. Weil das macht einen Geschmack. Dann würzt man den Schwung einmal mit Salz. Erst schon ein bisschen was reinkippen. Da sind wir nicht zimperlich. Pfeffer und unser Tomatenmark. Mei, riecht das gut. Wie der Vogel, der von der Ecke da vegetiert. Der moderne Scheißdreck da, hey. Das ist ja auskennen. Schau, hey. Der Hubersepp, der hat einen neuen Bullock. Ein Find. Ein Find. Und der, das geht her. Glaubst du, die spinnt? So, jetzt da schau her, feines Wursti. Schaut das gut aus, hey, wie hingespielt. Und jetzt hauen wir die Milch rein. So, da darfst du nicht sparen, da darfst du schon einen Brocken reinhauen. Wollen ja schließlich mehrere Leute was davon haben. Und ich brauche jetzt ein bisschen Arbeitersprit. So, der kommt schon, der kommt schon. Dann will ich mal probieren. Ja, noch schmeckt's noch nix. Aber das peppt mir schon auf. Geheimrezept: Fleischbrühe. Die knallen wir jetzt rein und da, weißt du, ja, hauen wir mal ein paar Löffel rein. Verrühren wir den ganzen Zinnober da. Ein bisschen Oregano.
Für die italienische Würze. Ja, das riecht schon ganz außergewöhnlich. Scheiße. Scheiße. Nicht. Die Fix, was macht denn der? Ja, hat der einen Vogel oder was? Ja. Ja. Dann braucht man nur ein bisschen einen Petersil. Ja, du darfst schon ein bisschen reinkippen, weil mit dem Span haben es die Italiener eh nicht so. Also, darfst schon ein bisschen, da weißt du schon. Und einen Schnittlauch, den hauen wir auch mal rein. Oh. Mei, das schaut schon so richtig italienisch aus, die Brie. Geheimtipp vom Profi. Wenn sie ein bisschen dicker werden soll, die Soße, dann nimmst du einen Soßenbinder. Finde ich gut. Finde ich gut. Na, probieren wir mal. Gelig. So ein rassiges Essen habe ich noch nie gegessen. Kann man schon lassen, das zirkt schon hinten. Ja, jetzt der Soßenbinder, der schluckt schon, jetzt wird die Sauce schon ein bisschen dicker. Wie der Lungenhering von meiner Mama. Der Nachbar ist bei mir in seinen Scheiß geguckt. Irgendwann renne ich mit dem Find zusammen. Das darfst du glauben. So, dann schwalten wir mal ein bisschen runter, nicht dass mir das Wasser abbrennt. So, jetzt ist das Wasser soweit. Dann hauen wir die Spaghetti rein. Tipp vom Profi. Tu ein bisschen Öl rein. Dann schmiert das besser. Weil jeder weiß, wenn es gut schmiert, dann läuft es gut, weißt du schon. Mit viel Liebe kocht es besser, als wie einfach so. Jetzt hauen wir es mal rein, die drucken Teufel. Ja, schauen wir mal nach der Brie. Gut schaut es nicht aus, aber selten ist ganz wichtig, nicht vergessen, hin und wieder die Spaghetti umrühren. Sonst pappen sie zusammen. Wird zwar gehen, Polde. Das können wir nicht brauchen. Ja, Hickspüm schaut nicht besser aus. So, jetzt haben sie die Nullen dran. Dann braucht man was zum Abseiern. Ganz wichtig, nicht mit Bier abseiern, sondern mit Wasser. Weil das Bier darf man nicht verschütten. Beim Wasser ist es wurscht. Da haben wir eh so viel. Das ist ja in der Leitung gespeichert, das Wasser. So, dann probieren wir den Batz mal. Ja, Fazit, gut ausschauen tut es zwar nicht, aber selten. Geschmacklich. Oh. Man kann es essen, aber die besondere Würze fein. Aber da habe ich einen Tipp für euch. Wenn ihr eine besondere Würze mit, dann nehmt einfach ein Weißbier, weil dann schmeckt es gleich viel besser. Schauen wir mal. Nein, ist das gut. Also ein Weißbier, das verfeinert einfach alles. Ah, Scheiße, wir rannten jetzt der Küche auf, ey. Glaubst du? So war die Küche am Anfang nicht, wo ich gekommen bin. Das soll der Michi machen, das war schließlich seine Küche.